Live. Hier steht live. Me. Das Programm schreibt something went wrong. Also, shit. Ja, Bilder ist da. Okay. An den Ton. Hier steht live. Ja, den Ton ist auch da. Ha. Ja. Bon. Da weiß ich schon nicht. Ich mach mal die Kamera an. Moin, hallo, de Jerome, was ist du? Es hat alles geklappt, aber hier steht, dass irgendwie ein Problem ist mit den Settings. Mit den YouTube-Settings. Gerade was ich gemerkt habe, so lunchen Trigger raus, da kann er machen. Wahnsinn. Moin. Hey, dir Mösch. Gesit Mösch. Klappenton. Ich weiß nicht, was geschieht ist. Ja. Okay, Feedback. Moje Katja. Hallo. Hey, der Mösch. Liam, ja. Ja. Lach soll, moje. Hey, dir Mösch. Gesit dir Mösch. Merci für das Feedback. Alles okay. Oder alles an Ordnung. Bon. Das Programm hat heute geschrieben, es ging nicht gehen. Scheieren a gesindig. Voilà, merci. Bist du am Kambodscha? Nee. Ja, wo sind wir haut? Ich muss mein Logo noch ummachen. Voilà. Merci, dass ihr gucken kommt und dass ihr beim Jerome Lulling Video Chat mitmacht. Haut das den 21. Juli 2020, das 4 Minuten auf 9. Kleinere Tag. Das Programm hat geschrieben, es ging nicht klappen. Scheint aber zu klappen. Strange. Aber kann ich ja nur testen. Nee, ich bin nicht am Kambodscha, Nepal, no, Indonesien, Fred Katja. Alle, ich helfe dir ein bisschen. Kalifornien. Beim Brad Pitt daheim, oder wie? Nee, das ist nicht Kalifornien. Moin, Olga. Aber die sieht schon noch, Katja Alia. Das ist ein gigantisches Land. Über 1 Milliarde Einwohner. Streng dich ein bisschen nun. Aber ich meine nicht, dass da Thailand, nee. Ich meine nicht, dass da rausfand, wie das da heißt. An Laos. Ich weiß nicht mal das Programm für habt. Also Wikipedia-Artikel, da sind wir am Gang Foto zu gucken. Da nur ein kleiner Exerzice und dann ein bisschen Aktualität. Wie immer. Boah. Ja, Liam, Indien. Indien ist richtig. An Lotstadt. Und da am Hintergrund, du siehst da. Was siehst du da? Wen ist das? Wen ist das? Ich gesehen Buddha. Ja, ich gesehen eine Statue vom Buddha. Und die ist 40 Meter hoch.
40 Meter. Ja. Also impressionant. Moin, Olga, Liam weiß nicht, wie die Stadt heißt. Vietnam, Fred no longer listless. Nee, das ist an Indien. Ich weiß nicht dann ein paar Bilder. Schon Bilder so impressionant, von dort gedacht, okay, alle verwarten nicht mal ein etwas von da weisen. Also das am Buddha Park zu Ravangla, Sikkim, India. Und oder einer Foto nur ja, ziemlich impressionant. Ja. Also méi groß wie gëlle Fra ging ich mal behaupten. An haiers englischen Wikipedia am Lützeburgsche Wikipedia hun nicht fand. An ich lese nicht alle den englische für. Nee, Mensch nicht. Das ist eben der Buddha Park of Ravangla. Und ja, und du hast eine Statue gebaut vom Buddha zwischen 2006 und 2013. Und die gouf consecrated, angeweiht, oder wie nennt ihr das? Vom 14. Dalai Lama, den Herr Hai. Und als lo ein Stop, eine Etappe am Himalayan Buddhist Circuit. Voilà. Ravangla. Und wo hast lo Ravangla? Das tun ich ja schon auf Google Maps gewesen. Weiß nicht, ja schon auf Google Maps. Also, wann hai sie mehr Lützeburg Hotspot vom Coronavirus. Als Indien, Nepal und da aus Ravangla. Ich kann noch mich groß machen. Und noch mich groß. Voilà, da ganz Sikkim. Und noch mich groß. Und noch mich groß, so lohnt sich aber geschwind. Du weißt nicht du, wie groß muss ich dann noch machen? Noch wie groß. Hotel Sangria. Auf jeden Fall, ich habe da getippt, dann hat da Ugin. Ah, da ist er. Der Buddha Park. Voilà. Hat aber richtig getippt. Moje Sarah, ja? Moje Sarah, pardon. Also, der hat der Liam hat Land mal geraten. Aber Ravangla kennt er eben nicht. Steht auch nicht am deutschen Wikipedia. Also, das hätte ja Storbs gewesen. Aber Indien steht am Lützeburgischen Wikipedia. Aber. Kann hier an die Kur kommen? Wen? Der Buddha. Katja schreibt, ich habe den Buddha heute Abend gesehen, weil ich Yoga am Studio gemacht habe. Maja, Katja, dann hol dem Buddha eine schöne Bonjour von mir mit. Okay. Wenn ich in Lützeburg verlieren habe, kein Problem. Videochat. Den Alexander schreibt den Ton also, okay, merci. Haya Sawaf. Ja, Thailand, Kasin, Nift, Krabi. Katja, was du sen heute Abend? Liam wünscht auch dem Sarah einen schönen Nationalfeiertag. Hau das Nationalfeiertag an der Belsch. Ja? Sarah, hast du die Belsch Nationalität? Alexander schreibt, das ist der Michel Seigart. Der Michel Seigart. Hier Gart, das wir der Madame Weber hier Gart. Der Michel Seigart aus Kalifornien. Und Sarah schreibt, Moje, Liam, vielmals merci.
Min Prasad Pandai, Jerome, ich bin am Nepal geboren. Maja, nimm Prasad Pandai. Kennst du dann den Park, den Buddha-Park dort zu Ravangla? Als der bekannt an ihrem Eck von der Welt? Gergeschit Sarah schreibt Liam. Sarah, ich wohne hier, okay. Den asiatische Freund Buddha, okay. Boah, das war dann mein kleinen Ausflug an Indien. Ich wollte erst nach den Artikel vorlesen über Indien. Den ist ganz klein. Nee, er ist riesig. Ich just ein bisschen weisen. Ja. Indien, Republik Indien oder Indien, leidet Süden vom asiatischen Kontinent. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi, Bevölkerung 290.300 Einwohner, Stand 1. Januar 2005. Der Präsident ist der Ramnath Kovind. Ah ja, moi Monsieur. Ministerpräsident Narendra Modi. Bonjour, freut mich, enchantiert. Das könnt ihr am Lützebäuschen sagen. Es freut mich oder enchantiert. Religionen, Hinduismus. Mit der war Bevölkerung 1,1 Milliarden Menschen. Wow. Das sind der mehr wie zu Lützeburg, definitiv. Und hier hat etwas klein, sie wird ein Inhaltsverzeichnis, den Index, Geschichte, Viergeschichte, Hindu-Tempel zu Mysore, Politik, Viergeschichte, eine klassische Epoche. Was ist das entschuldigt? Was ist das noch? Europäische Kolonialherrschaft, Entwicklungen sind der Zentrum der Unabhängigkeit, Terrorismus an Indien, Politik, administrativ Andelungen. Steht. Aber bei Steht, da hatte ich etwas gesehen, ja, Mumbai. Und das hat für Bombay geheischt, das heißt Mumbai. Und das ist die größte Stadt und noch das ökonomische Zentrum von Indien. Und die Metropole auf der Westküste hat bald 13 Millionen Einwohner. 20 Millionen waren in der Agglomeration markiert. Wahnsinn. Wahnsinn. Bon, was schreibt er mal danach schön? Der große Buddha, ja, am Kur. Azara, ja, an der Belsch. Ah, okay. Und dann, was tun wir noch? Buddha ist auch am Nepal zu Lumbini geboren. Merci, Min Prasad Pandai. Michel Fred, Alexandro, hast du mein Gott auf Skype gesehen? Moje Min. Buddha ist zu Budapest geboren. Oh. Ha ja, nee, leider nicht. RTL hat New Delhi geschrieben. Der Gandhi war aber ganz bekannt, ja. Der Mahatma Karamchand und Gandhi. Celui qui se ressemble, s'assemble. Wie seht ihr, ob Lützeburg, India 2 Covid-Hotspots? Also, verbinden ist das. Ja, leider. Traurige Novelle. Indien ist ein interessantes Land, schreibt der Lea. Ganz interessant. Die Leute sind ganz live. Alexandre, Michel, ja, gerade am Skype. Also, dir Skype dir doch. Flott. Und du so ein schöner Gott, Michel. Kannst du uns der Gott ja vielleicht ein weisen? Boah, dann genug für heute bis am Wikipedia. Mal sind wir dann an einer anderen Stadt. Mal gucken, was ich fand. Und dann habe ich ein bisschen für euch geschafft heute. Und zwar habe ich neue Exerzice für euch entwickelt. Und das wollte ich mal etwas Ernstes probieren. Eine super einfache Idee, mir schon nie drüber gedacht. Und der hat auch nie gesagt, hey, probier das mal ein Kehr. Das ist schuld. Nee. Aber losi dir mal der Professor. Dir sieht der Professor.
An dir sicht de Fehler. Ja? Ich weiß nicht, lo einen Text. An dir sicht de Fehler. Und da schreibt er mal, wenn ich klift, was falsch ist. Heinz was auch nicht falsch. Aufpassen. Heinz sind noch 2 Fehler. Und vielleicht eine kleine Erklärung. Für was ist das falsch? Okay? Dann probieren wir mal. Nummer 1. Sicht der Fehler. Top oder Flop? Wo ist der Fehler? Richtig oder falsch? Voilà. Oh, ich muss mich wasch machen. Ich stehe. Ja, also der hat hier 4 Sätze. Und schreibt mal, wann ich klift, was falsch ist. Also 1, 2, 3, 4. Ja. Alle, das ist dir, Prof. Dir sieht der Prof. Lass du nicht ein Kopie zu verbessern. Lachsoll, Nummer 1. Ja, richtig, den Regel. Haja, spaziere. Schlimm, schreibt Alexandre. Zeierpräsident Covid kann nicht Covid beherrschen. Ah, das verstehe ich nicht. Und die Lehrerin ist schon beim 4. Katja schreibt bei 3. Gemacht, ja. Ja, Katja. Nur mal nicht vergessen, wenn schläft. Sarah? Nee. Jigweb beim 3. Die Partizipation ist falsch. Lachsoll, ja, für den 2, richtig. Haha. Ja, da geht der mal hier. Kuren. Dann erklär dir den Schüler, was sie falsch gemacht haben. Der können doch verbessern, ne? Aha. Der Liam schreibt am Satz Nummer 2 als falsch 2. Sarah meint die Partizipation von gemacht als von machen als gemacht. 4, ja, das ist die Inversion. Ma ja, dann weisen ich erst ein bisschen die Lesung und erklären erst. Also beim 1, du hast hier natürlich den N zu viel. Gestern sind ich spazieren gegangen. Da könnt auch so gegangen. Ja? Da könnt auch so Göst, also ohne ER. Das geht doch. Göst sind ich spazieren gegangen. Und die Lesung ist natürlich dann, gestern sind ich spazieren gegangen. Das war der Fehler. Ue, richtig. Da beim Satz 2 ist schon 2 K gesehen. K, das ist der Plurial von Co. Ein Co, ein dumm Co. Und ein wacker Stupida. Wacker Lockasch. Und es schon 2 K gesehen als falsch für was, weil Co als weiblich. Und dann ist es schon 2K gesehen. Schon 2K gesehen. Ich weiß es selber nicht mehr. Für die geschriebene Lesung. Schon 2K gesehen, ja. Schon 3K gesehen, schon 2K gesehen, ja. Dann der Nummer 3, ja, das ist ein kleiner Fall. Für was? Wo ist das Problem? Ich habe schon ein Foto gemacht. Das Verb machen. Und Verb machen hat 4 verschiedene Formen. Minimum 4 für die Partizipation. Der könnt so schon nicht gemacht, schon nicht gemacht,
schon das gemacht, schon das gemacht, schon das gemäht. Geht alles. Alles ist richtig. Also schon ein Foto gemacht, du hast kein Fehler. Null Fehler. Ist alles richtig. Schon ein Foto gemacht, das ist selbst. Oh, die Jerome als Gemeng. Das war nicht live vom Jerome. Dann Nummer 4. Dunno, ich bin Ackerfe gegangen. Ja, da haben da ganz viel geschrieben. Syntax ist falsch. Stimmt. Das nicht Dunno, ich bin. Die erste Position ist besat. Und da könnt ab zweiter Platz könnt dann das Verb, tolles Verb, Dunno, sind ich Ackerfe gegangen. Maar ja, dann hat er nach der 5, der 6 und der 7. Als Foto auch nicht weiblich. Das Foto als weiblich. Ich habe Fehler gemacht. Ein Foto, 2 Fotos. Der Jerome als Gemeng erschafft an der Gemeng. Erschafft ob der Gemeng. Mengen ging mir echt so. Aber das ist richtig. Gemeng. Feier du nur sinnig. Ja, richtig. Präterit vor goen. Hier goen. Ja, hier goen a Kaffen oder hier ein Ass a Kaffe gang. Haya schreibt beim 5 as K-Fehler. Alexandre hat aber beim 5 Fehler gesehen. Lachsol hat den Fehler gesehen beim 6. Beim Verb. Alexandre auch. Ja. Geguckt. Stimmt. Beim 7. Liam hat beim 5. Fehler fand, stimmt, ja. Alexander hat noch fand, ja. Also, nach der Lesung vom Feier. Dunno sinnig Ackerfe gang. Da könnt auch der Prätrit so Dunno gong ich Ackerfe. Me, boah, ich meine mir so nicht, dass Dunno sinnig Ackerfe gang. Oder gangen, das geht doch. Mir wichtig ist für allem halt die Inversion. Dann Erdauer hun ich Appes. No Appes kann in ein Adjektiv holen. Egal was für ein Appes oder nicht, Appes, und dann hängt in ein S und das Adjektiv, dann ist das Adjektiv substantiviert, Erdauer hun ich Appes Klänges gies, und dann ist Klänges ein Substantiv, und dafür kriegt es dann ein große K. Ja. Erdauer hun ich Appes Klänges gies. Tata. Richtig. 6. Dunne hun ich noch ein bisschen Tele. Gegucken, das ist falsch. Gucken als regelmäßigen Partizipasse. Und dann als G plus T. Dunne hun ich noch ein bisschen Tele geguckt. An de 7 10 Uhr sind ich an de Bett gang. Bett als neutre, scheint Bett. Das ist eng Bewegung, Movement. Und dann ist es nicht de Bett, aber 22 Uhr sind ich an Bett gang. Voilà, super. Fantastisch, alles richtig. Venusfrau, Wipperscher, an de Bananenjob, an Bananenfamilie. Und ich bin auch Frau. Es hat geklappt. Was haltet ihr von dem Exerzice? Fand ihr da den flotten Exerzice? Soll man das nach Haians durchspielen oder nie mehr? Fand er das zu einfach? Fand er das nicht gut? Wie ist eure Reaktion?
Ist einfach, hä? Ich habe just nie drüber gedacht. Bravo, Bananen. Ja, Antwipperscher. Das ist eine einfache Idee. Mir ist schon nie drüber gedacht. Was soll ich sagen? Heinz, du brauchst nicht kompliziertes zu sichern. Heinz, du sind einfach Ideen die beste Ideen. Lachsol schreibt ganz gut, Sarah schreibt ganz gut, nicht so einfach. Gut für Fehler zu weisen. Ha ja. Ja. Wir können da Grammair wiederholen. No longer listless, gibt es kein wippischer Familie. Den Exerzice ist gut. Ein wippischer Familie. Ich muss gucken. Nicht so einfach für uns, ja. Aber ich hätte auch gerne von erst Erklärungen. Ich weiß, da muss da ein bisschen mehr tippen, mit zum Beispiel männlich, weiblich, sächlich, Pluriel, Mouvement, Position oder Syntax oder vielleicht auch direkt die richtige Form. Da man statt nachher, ja. Voilà, nur oben. Das war mein Exerzice. Richtig oder falsch? Ganz einfach. Könnt ihr auch noch spielen auf exercice.lu. Dann haben wir auch gestern, ich gehe mal zurück an Indien. Da weiß ich schon nicht mehr, wie der Park heißt. An der Ravangla Park. Ist das schön? Wunderschön. Wirklich. Und das ist gigantisch, wenn ihr da so die kleinen Menschen halt guckt. So. Ganz klein. Und da riesig groß. Impressionant. Naja, also, wir hatten auch gestern ein kleines Problem. Da weiß ich da doch. Im Momentchen. Da je Wunschstadt dann nie gesagt. Voilà, heißen. Und zwar, ich gehe auf exercice.lu, im Momentchen. Du, voilà. Ist das ein Problem mit Homonym a Paronym? Homonym oder Paronym? Wisst ihr, was das ist? Ein Homonym? Wisst ihr, was das ist? Ein Paronym? Alexander, muss ich mehr kissen? Keep it short and simple. Pardon. Keep it stupid and simple. Nicht so kompliziert machen. Ja, richtig. Auch, das gilt auch für mich. Einfach ein Exerzice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dir lernt so auch ein bisschen an. Ja, da könnt ihr auch mal ein bisschen Prof spielen. Ja. Das ist ja flott für mal ein Kehr. Wenn ihr dann nur 20 Jahre immer dieselben Fehler verbessert, dann ist das vielleicht ein bisschen mehr flott. Aber dafür haben wir ja den Computer, an den hilft dann. Der Buddha möchte Social Distancing, ja, effektiv. 40 Meter. No longer listless. Wer das ein Paronym? Merci, ja. Ich weiß nicht, ob ich es so gewusst hätte. Paronym. Wenn dann gut paranormal Paronym. Ich weiß nicht, dann für dich ein bisschen die Erklärung am Englischen und am Französischen. Und dann machen wir den Exerzice für die Lützeburg. Okay? Sorry, wie geht das schon? Da muss ich auf groß schalten. So. Was für eine Kategorie? Also, ja. Homonym oder Paronym. Also, ich gehe erst für dich ein paar Beispiele von Homonym. Auf Französisch ist das doch Homonym. Am Englischen ist zum Beispiel hier und to here. Oh, meine Kamera steht. So, I am here and I hear you. Here. Das nennen den ein Homonym.
Hi, hi. Hi. Are you high? Am Französischen par. Geht also selbisch ausgeschwärt, la même prononciation, mais nicht selbisch geschrieben. Kann auch selbisch geschrieben gehen, dem nur weh. Hängt davon auf. A Paronym, das sie wieder die gleiche sich. So, words that are similar, but not identical. Zum Beispiel am Englischen Collision a Collusion. Conjuncture a Conjecture. Und am Französischen Consommer a Consumer. Éminent an imminent. Voilà. Das Homonym a Paronym. Paronymie est lorsque deux mots qui se ressemblent, mais leur sens est différent. Ja, sie sind nicht selbisch. Sie sind bald selbisch. They are almost the same. Presque même. Das ist Paronym. Und geht es dadurch am letzten Bäuerchen? Natürlich. Hallihallo. Die Homonyme sind nicht da. Und wir hatten ja vorgestern flott Beispiel, wenn man immer nicht analysiert tun und noch drüber gelacht. Und da hat 1, 2, 3. Hönner, Hön und Hen. An die 3 Wörter, sind das Homonymen oder Paronymen? Homonym oder Paronym? Für die Nummer 1, 2, 3. Liam, ja, he brought, he bought. Alexandre schreibt lulling, de Jerome, a lulling oneself op Englisch. Merci, Alexandre. Du musst die Gag mit meinem Familie nehmen. Ich meine, am Englischen, du siehst den echten Lullaby. Meine Nummer ist ja nicht Lulling, Jerome Lulling, aber Jerome Lulling. Jerome Lulling. Jerome Lulling. Jerome Lulling. Giselle hast du, moje Giselle. Also Nummer 1, ja, das ist Paronym, ging ich auch so. Und die 3. Henna, nach ein Kehr, Henna, das ist le derrière, so the ass, Henna, what you are sitting on. Hen, das ist der Plurial von Hund, the dogs, les chiens. An Hen, das ist der Plurial von Hand, les mains, the hands. Und ja, da ist aber ein gewisser Grad an Paronymie festzustellen. Hönner, Hön, Hen. Und das ist natürlich für erst muy complicado. C'est très compliqué. Für das zu unterscheiden und noch für zu memorisieren. Nummer 4 und 5. Mipperscher und Wipperscher. Ist das Homonym oder Paronym? Liam, was das mit kennen, können und kommen? That's number 6. Hänger waschen. Hänger waschen. Du willst Hänger. Hänger kann ich schon noch dabei setzen. Stimmt, Hänger. Chicken. Crazy. But that's how it goes. Ja, also 4 und 5. Mipperscher. Das sind kleine Hunde. Little dogs. Das können von Mupp und Mipperscher. Des petits chiens. A Wipperscher, das könnte von Wupp. A Wupp, c'est le bout, c'est the end of something. Und Wupp soll man auch für ein Saucis. Und dafür kann ich hier sagen, das sind Wipperscher, die tanzen. Willst du ein Wippchen mit Muster? Dance.
Donc Mipperscher a Wipperscher, das ist aber noch kein Homonym. Also du hast aber einen Unterschied. Bald selbst, aber nicht 100%. Dafür ging es auch so Paronym. Dann, der Liam hat schon gefragt. Nummer 6. Dir könnt kommen, hier könnt nicht. Mipperscher Little Dogs, Wipperscher Hot Dogs. Wir brauchen Mipperscher für Wipperscher zu machen. We need little dogs to make hot dogs. Nee. Meat is murder. Boah. Also 6, dir könnt kommen, hier könnt nicht. Was ist das? Lach soll, richtig. Das ist ein Homonym. Dir könnt, you can come. He doesn't come. So, dann das Verb können. Dir könnt kommen. You can come. Hier könnt nicht. He doesn't come. Und das ist Verb kommen. Den Infinitiv ist ernst. Den Infinitiv ist können kommen. Das ist mehr Paronym. Aber an der Dota spezieller Form. Dir könnt kommen. Hier könnt nicht. Du hast ganz klar Homonym. 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 Phonetisch und orthografisch. Das ist nicht einfach zu finden. Nummer 7. Haut deed mir mein Haut weh. Haut deed mir mein Haut weh. Ja. Richtig, richtig. Ja, du hast Nummer nicht dabei geschrieben, da weiß ich nicht, was findest du meinst. Lachsoll seht 7 wir auch ein Homonym. Ob Englisch seht ihr warm Mipperscher für Hot Dogs. Ja, das war der Witz vom No Longer Listless Göster. Ja, und ich schon gebraucht für das zu verstehen. Ich bin ein bisschen los. Ich bin ein Lose. I am not the fastest one. I need some time to understand. Understand me. Haut deed mir mein Haut weh. Interessant. Alexander schreibt Homonym. Lachsoll schreibt auch Homonym. Der Liam hinterst nach beim 6. Kennen. Ja, du kannst die 3 so. Kennen, kommen, können. Das sind Paronyme. Die gleiche sicher. Haut deed mir mein Haut weh, also ja, orthografisch sind sie selbst, obwohl Haut wird normalerweise klein geschrieben. Am Anfang von einem Satz wird es groß geschrieben. Aber es wird definitiv nicht ausgeschrieben. Haut deed mein Haut weh. Also sind 2 verschiedene Diphthongen. It's too different. Schöne Lache am Kopf. Oh. Haut deed mir mein Haut weh. Ich ging so für Paronyme. Nicht Homonym. Weil sie gehen nicht ausgeschwärzt. Aber da kann ich nur drüber streiten. Das hängt von der Klassifikation auf. Kann ich noch so, ja, mir orthografisch ist es einfach ein Homonym. Ich weiß nicht mehr, wie ich es ausgefüllt habe. Nummer 8. Ja, das gefällt dir. Ist der Genier nicht da? Hat wohl jemand die Fluchwörter und so weiter. Verbers können oder können? Nee. Am 6, du hast dir könnt kommen, da das können. Und hier könnt nicht, da das kommen. Können nach kommen. Und da geht es auch nach kennen. Also das sind 3 verschiedene Verben. Können,
kennen, kommen. Sarah schreibt beim 7 Homonym. Ja, ich weiß nicht, ich meine die zwei, die gehen. Das hängt von auf, wie ihr nicht definiert. Scheißen als Scheißen als nicht dasselbe, das ist ganz klar Paronym. Scheißen, das ist Tiré, als Scheißen, das ist Chier, to shit. Das ist nicht dasselbe, it's not the same. Und dann den Ding, was der Hi oder Hi? Ja, das geht selbst ausgeschwärzt, same pronunciation. Ja, different spelling, but same pronunciation. Ging ich so in Homonym. Setzt ihr op Ehren Hünner. Sit down on your ass. Und dann sitzt dir a gut. Do you sit well? Also setzen als sitzen. Setzen als Aktion, als sitzen als Resultat. Position. Setzt ihr op Ehren Hünner, sitzt dir a gut. Paronym. Ja, ging ich auch so bei 10 an 11. Als High am letzten Beispiel, ja, wenn ihn Drogen hält, hin ist total high. Was der High oder High? Hin ist high, hin ist total high. Mir so noch hin ist total stoned. Stone cold crazy. Hin ist high. 10, 11 Paronym, ja. Und dann habe ich noch die letzten. Läscht, löscht. Und da so da für den 12, was so da? Läscht, löscht. Ja. Was du high? Was du rob? Nee. Was du high? Wir holen gern so Englisch wie, das ist voll cool. Wir sind ganz inspiriert von der englisch-amerikanischen Kultur. She loves you, yeah, yeah, yeah. So ist das eben. Englisch ist cool. Oder heavy, das soll man auch. Läscht löscht. FAC votre List. Ja, ich ging auch so, das ist ein Paronym. Da gucken wir jetzt da tun, ob ich alles richtig schon. Also Haut det mir mein Haut, weil ja, du kann ihn anfangen. Das hängt davon ab, wie ein Homonym definiert. Also, wenn ihr seht, sie gehen selber ausgeschwätzt, dann ist es kein Homonym, weil sie gehen nicht selber ausgeschwätzt. Ils sont pas prononcés de la même façon. Also, da meine ich scheinbar meine Kamera weg. Und da gucken wir das Resultat. Hier unten das blaue Knöpfchen. Ja, fantastisch. Alles richtig. Dance. Boogie Wonderland. Und Wippischer man auch Party an die ganz Bananenfamilie. Jüt für ihn als mega happy. Liam. Nee, drunk so man nicht. Wenn ich so mal Englisch, wenn ich nicht da das. Liam, wir werden ob den Doktor-Tees. Ich bin der Meinung, Wort muss ganz tags benutzt gehen. Und da bin mal geht doch am Lützebäuerchen akzeptiert. Heavy können von Heavy Metal oder so. Ja. Mehr hiners drunk, nee, hiners voll. Oder hiners panzvoll ist. Also nein, Homonymen, Paronymen, der gibt da eine ganze Reihe, there are many more like the words like this. Il y en a beaucoup plus, des mots comme ça. Et bien sûr, ça c'est un peu vache, hein. On dit comme ça en français. C'est un peu sportif. Das ist definitiv nicht einfach. Die hat da doch an andere Sprachen. Ich ging mich einfach auch nicht keckig machen, weil ich schon noch lange müssen nivellieren für die Beispiele dort zu finden. Ne?
Also wann der englisch fand schickt man se wieder die sich ähneln am Lützeburgischen oder Karimot selwisch sind Homonyme. Ganz interessant, schreibt Sarah. Merci. Stoned is drunk, high on cannabis, etc. But stone cold goes normally with the opposite sober. Who sings Stone Cold Crazy? Stone Cold Crazy. Das ist ein Lied für Queen, das gecovert go für Metallica. Und ich habe am Wikipedia gelesen. Ich gehe mich gar nicht mehr so Musik auf. Das ist Comedy. Ich lausche nicht mehr ganz seriös Musik. Ich lausche nicht mehr Vater Abraham. Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Oder Papa Pap Penguin, Papa Pap Penguin, Papa Pap Papa Pap Papa Pap Penguin. Das sind die Lieder, die ich lausche. Nee, das ist nicht wahr. Das ist ein Witz. So. Das geht doch viel am Estonischen. Oh, Ingenieur ist du, moin Ingenieur. Haut an Haut. Der Ausspruch ist ernst, das ist seriously tricky. It's tricky. Hält ihr nach etwas Ernstes aus dem Englischen außer Junkie, Redensarten, High, Stone, Cool, Heavy? Ja. Oui, c'est vache. Et pas qu'un peu, schreibt Alexandra, wo ist Donbass an Ukraine, an Dach Ukraine? Alexander, du bist nicht allein, ich höre kein Unterschied. Nee, das ist nicht Shit, Unterschied. Wir sollen auch Shit. Was ist Shit? Ja, die Englischwörter am letzten Mal. Fire. Fire ist auch interessant, weil am Englischen also dasselbe wie am letzten Mal. Fire. Also das ist ein Homonym. Make it anders das geschrieben. Different spelling. Die Engländer haben das Wort bei uns geklaut. They stole that word from us. It's my theory. I cannot prove it. So, Liam, ganz am Osten. Okay. Hönnershit schreibt. Der ist total kreativ. Hönnershit. Ich sehe keinen Hönnershit. Stopp. Hey, wir haben riesig lang gebraucht für die kleinen Exerzice. Aber ich gehe so und das ist nicht einfach. Geh mal zurück, hey. Du weißt schon nicht mehr, wie der heißt. Ravangla. Voilà, bei der Buddha ein bisschen Zen, ein bisschen tanken, ein bisschen meditieren. 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen. RTL. Noch ein bisschen Aktualität. Hat einen Flotnacht gelaut. Das sind Tapped Employer zu Lützeburg. Und du da gelöscht. Also die meisten Leute gehen bei der Post angestellt. 4650 Leute schaffen da. Dann den Zug 4510. Kaktus. Supermarché 4420. Gruppe Dussmann. Aktivität de Nettoyage 2080. Gruppe Arcelor, Siderurgie 3900. Arcelor war immer Number One. Sie sind aber noch weit für. BGL PNB Paribas 3830. Goodyear 3450. Luxair 2950. Gruppe PricewaterhouseCoopers 2930. Amazon 2760. Ja, weil sie ihre Siège haben, sicher. Und dann Centre Hospitalier, Sodexo, Groupe Deloitte, Centre Hospitalier, Stiftung Hilfe daheim. Und Sparkasse Pan l'État. Nehmen 1860. Also. Voilà, das ist Statistik. Boah, da fehlen aber noch Gemengen an der Staat. Aber das ist ja nicht privat.
De Stadtwerk huet dënchtech seng Lëcht vun den 20 Betrieber publizeiert déi Stand 1. Januar 2020 die meeschte Leiit beschäftigt hunn. Donnie ginn op freiwilliger Basis bei Entreprisen, déi zu Lützburg aktiv sinn a méi wie 90 Emploien hunn erhuewen. Méi wie 90. Konzernéiert ze Betriebe aus der Industrie, dem Bau, dem Kommerz an den Servicer. Dem no beschäftigt den Telekommunikationsservice Post mat 4.650 Leiit am meeschte Leiit zu Lützeburg, iwwer 4.000 Emploien hunn och d'Eisebundsgesellschaft CFL, Supermarché Chain Cactus an Botsfirma Dusma. Voilà. Post ass de gréissten Employer Zter deem se ArcelorMittal 2016 eng Echtkeer iwwerhollet. Ja, also bis 2016 war ma ArcelorMittal ganz sewe. Voilà. Wording eng froh. Ënnerschiedlech, different. Shit ass och eng Junkie-Redensart. Okay. Was schreibt er danach? Ja, ich weiß in den Low Longer List, den ist super, den Hönner Shit. Du bist ein Poet. Ashes to Ashes an Low Hönner Shit. Was heißt Abstufen? Classify, ja, kategorisieren. Richtig. Sarah schreibt, ja, BCE mit Effektive sind am besten. Also, geht drauf. Liam schreibt, Luxer braucht mehr Personal am Moment vielleicht. Oder Männer. Ist der Männer mit der Krise. Es sind nämlich viele Leute, die laufen. Der Kerl von Amazon, der Präsident von Amazon, als gestern 10 bis 12 Milliarden mehr reich gehen. Wer reich ist, will mehr reich gehen. Wer viel hat, will mehr. Oder Gordon Gekko, Greed is good. Oder Turbokapitalismus. Für was und Lützeburg immer Service am Platz gern geschieht, noch merci so. Service, das so, wenn sie an einem, wenn sie schaffen, das ist Slave gemeint, Service. Ich gebe bezahlt für den Service zu machen. Je suis payé pour rendre Service. Oder j'aime rendre Service. Ja, das ist Slave. Ich so ein meistens gern geschieht, mit Service kannst du auch so, ja. Die Schweiz will als nur als Risikogebiet abstufen. Ja, da gehen wir als das noch sehr auch gucken, die anderen Novelle bei RTL. Für dich die ganz traurige Foto von dem armen Beifchen. Das war Christmord Knödler, 8 Monate nach dem tragischen Tod vom kleinen Emran. Das war Christmord Knödler. Und dat was eng Mauer aus Eis, so wall out of ice, made out of ice. Und hier sitzt er an seinem kleinen Stuhl aus Eis für das Foto. Und die Mauer ist zusammengebracht. This wall crumbled down, ce mur s'est effondré sur le petit garçon et il est décédé. And he died. Grausam. Ja. Rest in peace. Klengen Emran. Dann, das nächste, Arrest-Restriktionen, kriegt ein Resultat vom Covid-Test mit Zeiten für an Vakanz. Ja, für die Leute, die wollen an Vakanz, weil die müssen natürlich wissen, Hundeschlode Corona, Hundeschlode nicht. Außenminister warnt, die Schweiz stuft Lützeburg wahrscheinlich Mittwoch als Risikogebiet an. Das Verb abstufen, das ist ein Trennbadverb. Verbpartikel an Schluss. Donc, elle va nous classer comme un terrain de risque oder pays de risque. Bah ja. Zölle waren auch nicht super Haut. 9027 Tester an 86 positiv. Geht immer noch weiter an die Loot. Und dann haben wir hier auch noch ein Research Luxemburg, die zweite Welle kennt, das ist konditionell. Pourrait, could be. Deutlich mehr schlimm ausfallen. Could be lot worse. Pourrait être beaucoup plus grave. Und das ist eine Simulation. C'est une simulation. Und
sie schwätzen do bis zu 500 Neuinfektionen pro Tag, jusqu'à 500 nouvelles infections par jour. C'est une simulation. Hein. Dafür man muss lo immens gut oppassen. We really have to be very, very, very careful. Und Gesundheitsminister sagt, es wird kein Aveu de faillite beim Tracing. Sie hätten immer noch Situation am Griff. Ja, und da gouf ein Geldtransporter Überfall, Versichten Überfall. They tried to rob. How do you call them Geldtransporter? The vans that transport money. C'est les camions qui transportent la monnaie. On a essayé d'en cambrioler. Wir kriegen immer mehr Glasfaser-Internet. Aufgepasst, für die, wo de Weekend op de Stausee wollen gehen, Online-Reservation ist obligatorisch, weil das hat ein mega Succès an. Voilà. Und auch Resultate vom List, das ist auch, wie nennt ihr das? Institut de Recherche. Coronavirus ist nicht mehr präsent am Aufwasser. Aufwasser, c'est dans les égouts, on dit comme ça. Reform von der Pressehilfe. Pressehilfe. Das ist ein flott Thema. Pressehilfe. Journalisten kriegen geholfen. Und edle Journalisten. Weil Zeitungen, die kriegen sich selber nicht mehr amortisiert. Und dann hilft das Land, also das Lützebauer Land, die Regierung, die hilft den Journalisten. Vielleicht kriegen ich auch Pressehilfe für den Videochat. Von ich gelebt, Püsse, so. Na, das ist okay. An der Ukraine, was ist geschieht? 20 Menschen gehen an der Ukraine an einem Bus als Geisel gehalten. Sont pris en otage. They are taken as a hostage in a bus. Und dann, ja, was tun wir dann nachher alles? Was tut wir alles geschrieben? Wir sind alle gut unterschiedlich. Nee, unterschiedlich. Männer zählen auch halt. Ja, ein bisschen Männer. Mit der Digitalisation sterben viele Berufe aus. Ja. Aber es kommen auch neue Berufe. Zum Beispiel YouTuber. Zwar keine Suche, aber das ist egal. Just for fun. Traurig, ja, ganz traurig. War eine traurige Geschichte, ja, Michel. Also, unmöglich. So viel Pech, so Wahnsinn. Auf Französisch siehst du auch Service no merci, Frete Liam, Sarah? Ja, lach soll traurig, ja, das war eine traurige Geschichte. Alexandre schreibt, ich finde den Case, wenn es der Schweiz, j'ai le blues, j'ai un cafard, j'ai le cafard à cause de la Suisse. Ich will kein Schweizer Käse mehr essen. Nee. Käse, nicht Käse. Das ist normal. Also, sie wollen hier das Land schützen. Und, das ist normal. Was heißt gut heischen? Approuvé. Sind das gut geheischt? They approved it. Das hängt wahrscheinlich vom Kontext drauf. Nelly, no merci. So mir rien ou je t'en prie. Je vous en prie. Ah ja. Service als an der Belge. Ah. Okay. Michel, an armed truck. Armed, ich weiß nicht. But definitely a truck. Ja. Cash in transit. Ja. Sewage. Armor truck. Armor truck. Okay. Mir so, ja, das ist kein Problem. Ja. Voilà. Liam sieht dem, merci. Ukraine, ja, kein Nouvelle, weiß kein Apps dazu. An Vakanz, daheim, da waren sie das an der Süße mal gemeint. Wenn ihr das wollt gucken, kann ich just rekommandieren. Was hatte ich noch? Das tun wir, das fängt an, okay. Das ist der Geo-Quiz, den machen wir an, okay. Voilà, les Freunde, 10 Uhr. Das war das schon nicht, Enke, ja. Mit meinem Videochat. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich war überrascht. Am Anfang stand da keine Connection. Die erste Kehr. Ich muss irgendetwas an den Settings ändern. I have to change something in the settings. Mehr, bon, ich hoffe, dass es mal klappt.
Und ich so erst vielmals merci wie immer für Ihren Besuch. So wie viel sind wir noch? Zu 17 Mal, das ist super. Also mir haben das aus der Belge geklaut, ja. Oder mir haben das von der Belge geklaut. Mir geklaut. A-U-T, ja. Das ist schon ein River an der Ukraine. Das ist schon so. Der Butiger ist so. Das ist ein River. Kein Affer, das freut mich. Vielmals merci, Jerome. Einen schönen Abend, Giselle. Merci gleichfalls. Ja, Eugenia, bist geschwommen. Merci, Nesenkeier. Bis morgen. Au revoir. Gern geschieht. Bis morgen. Was ist morgen für ein Tag? Mittwoch, ja? Passt auf euch auf. Der Virus ist noch immer da. Und, ja. Probiert, ja. Bisschen Exercice.lu, bisschen Grammaire.lu. Könnt ihr immer gucken gehen, ja? Merci. Au revoir. Stay home, while staying home. Macht letzte Boy, ich mach